weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird man vergessen. Im Namen Gottes. Kaum zu glauben, wer heute bei mir aufgetaucht ist. Dieser Androidenfänger aus dem Commonwealth. Zuerst dachte ich, er würde mich umbringen. Aber dann stellte sich heraus, dass er selbst ein ausgebüxter Androide ist. Anfangs glaubte ich ihm nicht. Aber jetzt bin ich sicher, dass er die Wahrheit sagt. Die Railroad muss ihm einen Unterschlupf besorgen. Außerdem besteht er darauf, dass wir ihm einen vertrauenswürdigen Arzt und Techniker suchen. Und somit der vervielfältigte Mensch. Und somit begann die Geschichte rund um die Railroad, das Institut und die Androiden. Pater. Ich bin Pater Clifford. Dies ist die Kirche von St. Monica. Wer ist St. Monica? Sie ist die Schutzpatronin aller verirrten Kinder und bei den Gläubigen von Rivet City sehr beliebt. Seltsam, dass Sie noch nie von ihr gehört haben. Falls Sie ihre Geschichte hören wollen, sie wird am Sonntag das Thema meiner Predigt sein. Die Messe beginnt um 8 Uhr. Sie sollten vorbeikommen. Ich bin an diesem Androiden vom Commonwealth interessiert. Was war's der? Ich verrate keines von Gottes Kindern. Außerdem sind wir nicht mehr aktiv. Es war einfach zu riskant in letzter Zeit. Die Railroad ist stillgelegt. Der letzte war anders. Wie ich höre, sind viele Leute hinter ihm her. Das ist alles, was ich weiß. Möge der Herr ihn beschützen. Ich würde gerne etwas für die Kirche spenden. Wirklich? Hä? Ich Oh meine, Gott. gerne. Wir freuen uns demütig über jede Gabe, doch fällt St. Monikas Blick am wohlwollendsten auf Spenden von 100 Kronkorken oder mehr. Wisst ihr was? Wir werden da einfach, da ist da. Ein freundliches Angebot. Gott segne Sie. Ja, jetzt weißt du, was Dings ist. Jetzt weißt du, wie es zu die, St. Monica segne Sie. jetzt weißt du, wie es zur Kirchensteier gekommen ist. Gibt es ja. in dieser Gegend Ärger? Den Sicherheitsdienst würde ich deshalb nicht gleich rufen. Ja, sorry, dass wir jetzt ein bisschen überladen sind. Wir haben jetzt gerade 50 Kronkorken ausgegeben. Ich habe leider kein Alkohol mehr dabei, sonst würde ich mir hier jetzt einen ansaufen. Jo. Puh, da hat er einen festen Furz lassen, ha? Fleisch und Bohnen. Ja. Sie hat sicher einen Hunger. Weil zum Saufen haben wir nichts mehr dabei. Haben wir alles verkauft. Und da müssen wir jetzt in Richtung Wissenschaftslabor, genau. Bam, bam, bara, bam, bam, bararara, bam, bam, bam. Bada, 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 bam, bada, 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 bam, bada, 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 bam, 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 bam. Bada, 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 bam, bada. Ja, grüß Gott, die Dame, wie geht es Ihnen? Alles fit im Schritt. Sehr schön. Ist alles fit im Schritt? Macht's beim Sex auch alles mit? Harmonika braucht man nicht. Ja, sie hat Flusswasser getrunken, drum ist sie verreckt, wissen wir schon.
Ziemlich beeindruckende Sammlung, nicht wahr? Kommen Sie, trauen Sie sich, sehen Sie sich um. Mein Name ist Abraham Washington, Kurator dieses kleinen Ausschnitts amerikanischer Geschichte. Ja, eine in der Tat interessante Sammlung. Eine interessante Müllsammlung. Ah, gut, ich war gerade auf der Suche nach etwas Brennmaterial. Ja. Ah, Sie sind also ein gebildeter Mensch. Wie schön. Jedes Dokument in diesem Raum erzählt einen kleinen, aber wichtigen Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Leider aber fehlt der Sammlung das wichtigste Stück von allen. Gut, ich beiße an, welches Dokument fehlt. 1776 trat der zweite Konjugalkongress zusammen und verabschiedete ein Dokument, das von niemand anderes als Thomas Jefferson selbst aufgesetzt wurde. An diesem Tag bekamen die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Namen und sicherten sich ihren Platz in den Annalen der Geschichte. Diese herausragende Leistung wurde mit der Unabhängigkeitserklärung in die richtige Form gebracht. Wenn ich Ihnen die Erklärung bringen soll, müssen Sie mir nur Bescheid geben. Ach, wirklich? Das würde für mich und diese Sammlung hier sehr viel bedeuten. Gern, ich würde in die Geschichte eingehen und Ihnen die Erklärung bringen. Hervorragend! Sie werden es nicht bereuen, das verspreche ich Ihnen. Sie sind Teil der amerikanischen Geschichte. Ich beneide Sie. Die Unabhängigkeitserklärung liegt in den Ruinen des Nationalarchivs. Was? Nun, ich habe mich etwas umgeschaut. Wir waren ja dort noch gar nicht. Wie ich zum Nationalarchiv komme? Das Nationalarchiv, oder besser gesagt das, was davon übrig ist, befindet sich in den Ruinen von D.C. Das Dokument wird dort in einem Glasbehälter aufbewahrt. Aber passen Sie auf, das Gebäude ist voll von Supermutanten. Hier, ich zeige Ihnen, wo das Archiv liegt. Ich muss los. Denken Sie daran, sorgfältig mit dem Dokument umzugehen. Es ist ein sehr wichtiger Teil unserer Geschichte. Ja, Opa, mach mal. Der hat bestimmt einige Drogen genommen. Also na, bauen können wir ja nichts. Wir können ja keine Waffe bauen, weil uns erstens noch Pläne fehlen und zweitens haben wir jetzt das diesbezügliche Material und Dingens nicht vorhanden. Was? In the Museum of Technology. Experience life in an authentic Vault-Tech. Okay. See the actual Virgo 2 Lunar Lander. Na gut. Vault-Tech will be there. Schweine. Freddy Fears House of Scares. Captain Cosmos und sein Äffchen. Abraxo. In Mr. Handy we trust. Tralalalala. Wo ist jetzt dieses bescheuerte Labor, dieses wunderschöne Forschungslabor? Ich lasse euch jetzt einmal kurz alleine und präsentiere euch den Herrn Zimmer aus dem Commonwealth bzw. aus dem Institut. Aber Dr. Lee. Dr. Lee versucht, ihr Leben zu retten, aber ihre ständigen Einmischungen machen das unmöglich. Treten Sie jetzt zur Seite. Die Arbeit von Frau Doktor an der Wasseraufbereitung ist sicher faszinierend, aber wisst ihr, was auf dem Spiel steht? Die Technik in dem Androiden. Sie wollen mir sagen, was auf dem Spiel steht? Ein Roboter ist ein Roboter, Zimmer. Egal, wie schön er angemalt ist. Und jetzt darf ich Sie bitten... Kleingeistige Ignoranten seid ihr. Schön angemalt, ja genau. Ihr könnt euch nicht mal ansatzweise vorstellen, was wir im Commonwealth geleistet haben. Wenn Sie schon so gescheit sind, wie wäre es, wenn Sie uns helfen? Hm? Nein, das fällt Ihnen nicht ein. Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihr Ego mit.
Ich gehe erst, wenn ich mit Dr. Lee gesprochen habe. Schickt sie zu mir, wenn sie ihren Chemiebaukasten satt hat und echte Forschung betreiben will. Von mir aus. Finden Sie! Ja, Belle wird ein paar Tische und Stühle ersetzen müssen. Sie wird sicher einfach... Hey, Sie! Sind Sie ein Laborassistent oder sowas ähnliches? Nein, dafür sehen Sie etwas zu verlebt aus. Kann man Ihre Dienste zufällig in Anspruch nehmen? Kommt drauf an, worum geht's hier eigentlich? Direkt zum Kern der Sache, so gefällt's mir. Nun, wie es sich herausstellt, ist mir höchst privates Eigentum abhanden gekommen. Entwendetes Eigentum? Welches? Kommen Sie zur Sache, Zimmer, worum geht's? Ah, eine Frau der Tat. Ich wusste, Sie sind die Richtige dafür. Eines muss klar sein. Es geht nicht um ein vermisstes Haustier oder ein Familienerbstück. Sie werden nach einem Androiden suchen. Wissen Sie, was ein Androide ist? Nein, dachte ich mir schon. Wissen Sie, wir sind längst über die primitiven Kübel hinaus, die Sie Roboter nennen. Wir haben künstliche Intelligenz geschaffen, fühlende Maschinen. Künstliche Menschen, die nach unserer Programmierung denken, fühlen und handeln. Manchmal aber geraten sie durcheinander und laufen weg. Erzählen Sie mir etwas über das Commonwealth. Das Commonwealth selbst ist nur ein vom Krieg zerfressener Sumpf aus Verzweiflung und Gewalt. Hinter den verschlossenen Türen des Instituts jedoch. Aber das Institut geht sie nichts an. Ihr unterentwickelter Verstand ist nicht ansatzweise in der Lage zu begreifen, was wir erreicht haben. Was ist ein Androide? Beziehungsweise in Fallout 4 wird es dann als Sünd bezeichnet. Wir fragen uns jetzt aber trotzdem einmal, weil wir sind ja unterentwickelt. Vergessen Sie einfach alles, was Sie über Roboter wissen. Diese Blecheimer sind Kinderspielzeug im Vergleich zu meinem Androiden. Androiden haben künstliche Haut, künstliches Blut und simulieren menschliches Verhalten, wie etwa das Atmen. Sie können sogar essen und verdauen. Also, gibt es Vorschläge für die Suche nach dem Androiden? Wie ich schon sagte, ich vermute, dass er eine Gesichtsrekonstruktion und eventuell auch eine Gedächtnislöschung erhalten hat. Durchsuchen Sie die Büros der Ärzte und Techniker nach Hinweisen. Wenn Sie Kontakt mit dem Androiden hatten, gibt es vielleicht Aufzeichnungen. Beginnen Sie mit Dr. Preston. Er wohnt auf diesem undichten Boot. Vielleicht weiß er ja etwas. Schließlich ist er ein Doktor. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich bin gerade sehr damit beschäftigt, meine Umgebung zu ignorieren. Seine Umgebung zu ignorieren, das wir demnächst in der Firma dann auch sagen. Warum sollte ein verirrter Roboter ein anderes Gehirn und Gesicht wollen? Vielleicht ist er nicht fortgegangen, sondern ausgebrochen. Vielleicht hat er seine Lage missverstanden und ist gewissermaßen geflüchtet. Es ist möglich, dass mein Androide sein früheres Leben vergessen wollte, alle Erinnerungen und Schuld auslöschen. Glauben, er sei ein echter Mensch. Er ist kein gewöhnlicher Roboter, aber auch kein Mensch. Selbst wenn er das unbedingt sein will. Ich habe ihn geschaffen und will ihn wiederhaben. Okay, Warum sollte ein Androide Schuldgefühle haben? Was verschweigen Sie mir, Zimmer? Mein Gott, Sie sind genauso nervtötend wie intelligent. Na gut, ich werde Ihnen sagen, was Sie wissen möchten, wenn es Ihnen bei der Suche hilft. Die Aufgabe dieser speziellen Einheit war das Auffinden und Sichern entflohener Androiden. Ja, auch andere Androiden sind geflohen. Einer der Nebeneffekte einer so ausgefeilten KI ist, dass die Maschinen anfangen, eigenständig zu denken und zu glauben. Sie hätten Rechte.
Deswegen kann es sein, dass der Androide glaubt, er hätte etwas Unrechtes, Unmoralisches getan und diese Taten vergessen wollte. Zufrieden? Ja. Wir sind zufrieden. Okay, aber wenn schon andere geflohen sind, warum sind sie dann hinter dem daher? Dieser spezielle Androide, Bezeichnung A321, ist anders, besonders. Der fortschrittlichste synthetische Humanoide, den ich je entwickelt habe. Die anderen, wie mein Begleiter Armitage hier, sind ältere Modelle. Einfach zu replizieren. Aber der A321, das würde Jahre dauern. Sie sehen also, ich muss diesen Androiden finden. Die Verluste aller anderen sind zu verschmerzen. Aber der A321 ist einfach unersetzlich. Okay, wir haben jetzt alles durch, Bam. Ganz recht. Was vom Unterdeck schnorren. Okay, wie du siehst, Hallo. der Herr ist aus dem Commonwealth. Und das Fräulein Lee dort zur Rechten kommt in Fallout 4 auch vor. Vorerst Um was geht's? Intelligenz. Intelligenz wurde dauerhaft um 1 erhöht. Das ist Frau Dr. Madison Lee, die wir in Fallout 4 im Institut wiedersehen. Der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten. Ich bin es wirklich leid, das immer wieder sagen zu müssen. Sie sind das. Meine Güte, Sie sehen ihm so ähnlich. Sie sind die Tochter von James, nicht wahr? Was machen Sie hier? Moment, woher wissen Sie, wer ich bin? Kennen wir uns? Sie waren damals zu jung, um sich jetzt noch dran erinnern zu können. Und James hat wahrscheinlich nie von mir gesprochen. Typisch. Ich bin Dr. Madison Lee. Vor vielen Jahren habe ich mit Ihren Eltern zusammengearbeitet. Jetzt betreibe ich hier in Rivet City das Forschungslabor. Das hier war meine einzige Option. Als Ihre Mutter starb, ging Vater mit Ihnen weg. Er ließ die Arbeit hinter sich. Wir konnten nur dasselbe tun. Ich versuche meinen Vater zu finden. Haben Sie ihn gesehen? Heißt das, dass Sie sich noch nicht mit ihm getroffen haben? Ich hatte angenommen, dass er Sie hergeschickt hat. Sollten Sie nicht sowieso in einer Vault sein? James sagte, dass er Sie dort zurückgelassen hatte. Hier geht es nicht um mich, sondern um meinen Vater. Also, wo ist... Ich verließ die Vault, um ihn zu suchen. Ja. Ich verließ die Vault, um ihn zu suchen. Ach ja? Mein Eindruck war, dass das genau das Gegenteil von dem ist, was er wollte. Naja, hier werden Sie ihn nicht finden. Er war hier und ist schon wieder weg. Wissen Sie, wohin er gegangen ist? Ihr Vater bestand darauf, am Projekt Purity weiterzuarbeiten. Ich habe ihm gesagt, dass zu viel Zeit verstrichen ist und es nicht funktionieren wird. Aber natürlich hat er nicht auf mich gehört. Sagte, er kann beweisen, dass es funktioniert und ist zum alten Labor aufgebrochen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Wo ist Ihr altes Labor? Es ist im alten Jefferson Memorial Gebäude, nordwestlich von hier. Bitte, folgen Sie ihm nicht. Es war dumm von ihm, sich überhaupt alleine auf den Weg dorthin zu machen. Können Sie mir mal sagen, wohin mein Vater ist? Können Sie mir eventuell helfen? Können Sie mir noch mal sagen, wo mein Vater jetzt hin ist? Können Sie mir mehr über meine Eltern erzählen? Sicher kann ich Ihnen von Ihren Eltern erzählen. Ich habe lang mit ihnen zusammengearbeitet, bis Ihre Mutter starb und Ihr Vater uns verließ. Was möchten Sie noch wissen? Wie war denn mein Vater damals? James. Er war sehr engagiert, wollte die Welt verändern. Naja, das wollten wir damals wohl alle. Er konzentrierte sich nur auf 2 Dinge. Auf den Erfolg des Projekts Purity und auf Ihre Mutter. Als Ihre Mutter starb, gab er auf, denke ich. Ich weiß, dass er auch sein Kind beschützen wollte. Aber irgendwie war es auch eine Flucht. Trotzdem hat er es anscheinend nie ganz verdaut. Ich bin ziemlich schockiert, dass er es nach all der Zeit nochmal versuchen will. Ich habe meine Mutter nie kennengelernt. Was können Sie mir über sie erzählen? Naja, Ihre Mutter war eine gute Frau. Eine engagierte Wissenschaftlerin. Ihr Vater hat sie sehr geliebt. Ihr Tod hat alle schwer getroffen. Sie hatte sich so auf ihre Geburt gefreut. Warum ist meine Mutter gestorben? Was ist passiert? Es gab Komplikationen bei der Geburt. Niemand hatte es erwartet.
Wir waren nicht optimal darauf vorbereitet. Sie müssen verstehen, wir hatten nur alte, heruntergekommene Geräte. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Ich bin sicher. Ich bin sicher, es wurde nichts unversucht gelassen. Ja, nur leider war es nicht genug. Reden wir über etwas anderes. Okay. Über Sie mehr erfahren. Was? Naja, was soll ich Ihnen da erzählen? Ihr Vater und ich, wir arbeiteten lange Zeit zusammen. Ich glaube, wir standen kurz vor unserem Ziel. Aber dann gab es Komplikationen. Das Projekt wurde aufgegeben und Ihr Vater verschwand. Ich bin hierher nach Rivet City zurückgekehrt und habe das Labor eingerichtet, das Sie hier sehen. Erzählen Sie mir von dem Projekt, an dem Sie und Ihr Vater gearbeitet haben. Hä? Wir nannten es Projekt Purity. Was genau möchten Sie wissen? Was sollte es denn bezwecken? Wir hatten wirklich ein ganz einfaches Ziel. Frisches, sauberes Wasser für alle. So eine simple Idee. Und doch unmöglich zu realisieren. Unser Plan war der Bau einer Anlage, die das ganze Wasser im Tidebecken auf einmal reinigen kann. Keine Strahlung, kein Schlamm, nur sauberes Wasser. Es stellte sich nur als schwieriger heraus, als wir gedacht hatten. Warum hat es nicht funktioniert? Das Prinzip funktionierte schon. Wir verstanden den Großteil der zugrunde liegenden Technik. Leider ist in der Gegend wirklich alles verstrahlt. Mit kleineren Tests hatten wir bereits Erfolg. Aber sobald wir die Tests in größerem Umfang durchführten, funktionierte es nicht mehr. Vielleicht, wenn wir mehr Zeit oder eine bessere Ausrüstung gehabt hätten. Warum haben Sie Ihre Arbeit abgebrochen? Was ist passiert? Sie wurden geboren. Aber es ging nicht nur um sie. Wir hatten sowieso schon zu viele Probleme. Und ihre Geburt brachte das Fass dann zum Überlaufen. Ihr Vater entschied, dass sie wichtiger als unsere Arbeit waren und ging. Er hat uns alle verlassen. Als er weg war, entschied die Bruderschaft, dass wir ihre Zeit nicht mehr wert waren. Ohne ihren Schutz mussten wir den Aufbereiter aufgeben. Reden wir über was anderes. Okay. Was ist das für ein Labor? Was machen Sie hier? Das ist das Forschungslabor von Rivet City. Es hat viele Jahre gedauert, um es einzurichten, aber wir haben es geschafft. Unsere Forschung im Bereich der tragbaren Fusionsenergie und der Hydroponik schreitet ganz gut voran, wenn auch nicht ganz nach Zeitplan. Was wissen Sie über Zimmer? Hat er Sie darauf angesetzt, seinen Spielzeug-Androiden zu suchen? Ich habe ihm schon gesagt, er soll es lassen. Er lenkt mein ganzes Team ab. Ja, ich muss los. Viel Glück bei der Suche nach Ihrem Vater. So, wir haben wieder mehr Arbeit, als was uns lieb ist. Haha, selber schuld. Gut, wie du siehst, es ist Fallout 3 und Fallout 4 sind miteinander irgendwie verknüpft und verwebt, die Geschichten. Die Truhe ist leer. Gibt's da noch irgendwas? Nö. Ja, wir reisen. Hallo. Was darf's denn sein? Ich suche meinen Vater, was wissen Sie? Kann man hier irgendwo was trinken? Ein sauberes Lokal wäre nicht schlecht. Bis später. Passt, da brauchen wir eigentlich nichts mehr. Wir sind jetzt davor, erst einmal da in diesem Dingsbums, in diesem Bums vom Dings sind wir jetzt mal fertig.